So. Wer ist denn das da? Kasimir Stasek. Er hat mir manch wertvollen Hinweis in den kleineren Fällen gegeben, in denen ich hier recherchierte. Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Ah, Herr Macpherson. Wie geht es Ihnen an diesem düsteren Abend? Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Außer meinem blauen Auge und dem schrecklichen Mord ist alles in Ordnung. Sie haben wohl nichts Neues für mich, hm? Diesmal habe ich leider nichts für Sie, mein Freund. Alle stehen noch unter dem Schock. Es stört Sie doch nicht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle, oder? Keineswegs. Wie lange geht das schon? Es fing vor etwa 3 Wochen an. Haben Sie bisher denn noch nichts davon gehört? Nein, ich habe an einem Fall außerhalb der Stadt gearbeitet, bis mich jemand bat, zurückzukommen und mich mit diesen schrecklichen Morden zu befassen. Ah, die schöne Ida Skalikova, nicht wahr? Richtig. Sie macht sich Sorgen um ihre Freundinnen. Ich habe gesagt, dass ich sehen werde, was ich tun kann. Können Sie mir etwas über Ihren neuen Chef sagen? Inspektor Jiří Skalnik? Er wurde mit dem Fall betraut und vorübergehend unserem Distrikt zugeordnet. Er hat einen guten Ruf, aber er teilt uns so gut wie nichts mit. Er behält alles für sich. So. Vertraut er Ihnen nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hält er uns für unfähig. Vielleicht. Das wäre aber dumm von ihm. Danke für das Kompliment. Wurden die Leichen immer einfach irgendwo abgelegt? Ich glaube ja, aber wie gesagt, bin ich nicht sehr gut unterrichtet. Und gab es je einen Augenzeugen? Nein, nie. Am meisten beschäftigte mich die Frage, wie der Mörder in der Stadt umhergehen konnte, ohne gesehen zu werden. Woher stammt das Pfeilchen? Veilchen? Ihr blaues Auge. Wo haben Sie das her? Ah, ich habe gestern einen Mann verhaftet. Und dabei hat mein Auge leider mit seiner Faust Bekanntschaft gemacht. Kam der Schlag völlig unerwartet? Das kann man wohl sagen. Mein Kollege hatte keine Zeit, mich zu warnen. Es ging alles sehr schnell. Ich half gerade der Frau und wollte mich meinem Kollegen zuwenden und BAM! Schon lag ich bäuchlings auf dem Bürgersteig. Was hatte der Mann denn überhaupt getan, dass Sie einschreiten mussten? Er belästigte eine Frau, also griff ich ein. Aber dann geriet die Lage etwas außer Kontrolle. Ja, wir sind zurzeit etwas überempfindlich, wenn ein Mann eine junge Frau belästigt. Ja, das ist verständlich. Gut, ich will Sie nicht länger bei der Arbeit stören. Ich muss zu meiner Klientin. Danke für die Auskünfte. Gern geschehen. Seien Sie vorsichtig. Keine Sorge. Klientin? Ist die da hinten? Meine Ida. Die schönsten Beine ganz Osteuropas. Mein Engel, mein Ein und Alles. Ich traf sie, als ich in einem unbedeutenden Fall recherchierte. Sie war Tänzerin im benachbarten Kabarett und mit dem verheirateten Mann liiert, den ich beschattete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, wer hat sich denn da so schön rausgeputzt? Hallo, meine Süße. Ich mag nicht, wenn du so mit mir redest. War doch nur nett gemeint. Es sollte keineswegs heißen, dass... Ach, vergiss es. Entschuldige bitte. Gut. Und? Hast du inzwischen mit diesem Nichtsnutz von Inspektor geredet? Ja, habe ich. Ist aber nicht viel dabei herausgekommen. Wirst du uns helfen? Selbstverständlich werde ich das. Hast du etwa daran gezweifelt? Nein. Aber man weiß ja nie. Sollen wir das Finanzielle jetzt oder später regeln? Ida, ich will kein Geld dafür. Unsinn. Du nimmst unser Geld. Wie viel kostet das? Hör zu, wir regeln das, wenn der Fall geklärt ist. Einverstanden? Versprichst du das? Es wäre eine Beleidigung für uns, wenn du unser Geld nicht nimmst. Was hätte ich denn machen sollen? Von diesen Mädchen Geld annehmen? Lieber verhungern. Ich verspreche es. Wenn der Fall beendet ist, stelle ich meine Arbeit in Rechnung. Verdammt. Wie hieß sie? Wer? Das Opfer. Ah, sie hieß Franziska. Stand sie dir nah? Mir nicht so sehr wie Milena, aber ich kannte sie auch gut. Hat sie je über einen regelmäßigen Freier oder über irgendjemand Besonderen gesprochen? Nicht, dass ich wüsste. Meinst du, Milena könnte mir ein paar Fragen beantworten? Ja, bestimmt. Ich werde sie fragen. Milena? Ja? Ich möchte, dass du Gustav kennenlernst, von dem ich dir schon erzählt habe. Er wird uns helfen, den Täter zu finden.
Könnte er dir ein paar Fragen zu Franziska stellen? In Ordnung. Ich warte oben auf dich, okay? Okay, bis gleich. Guten Tag, Milena. Ich heiße Gus McPherson und bin hier, um zu verhindern, dass so etwas erneut geschieht. Vielen Dank. Nicht viele Menschen würden Frauen wie uns helfen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen über Franziska stelle? Nein, fragen Sie nur. Wie lange kannten Sie Franziska schon? Ich kannte sie schon sehr lange. Wir haben uns im Waisenheim kennengelernt, als wir noch Kinder waren. Ihre Eltern waren bei einem schrecklichen Unfall umgekommen. Wir wurden sehr enge Freundinnen. Wir sind zusammen aus dem Waisenheim weggelaufen und nie wieder zurückgekehrt. Wir mochten die Nonnen nicht. Seitdem haben wir uns auf der Straße durchgeschlagen. Manchmal haben wir auch in einer anderen Stadt unser Glück versucht. Aber wir kamen immer wieder hierher zurück. Hat Franziska je über einen neuen oder besonderen Kunden gesprochen? Nein, es war nicht ihre Art, neue Freier zu nehmen. Sie hatte genug regelmäßige Kunden, um zu überleben. Mit völlig Fremden ging sie nur, wenn sie es wirklich nötig hatte. Das ist eher Apollinas Art. Sie hat ständig neue und reiche Freier. Hatte Franziska jemals mit einem gewalttätigen Kunden zu tun? Nein, sie ging nur mit Kunden, denen sie vertraute. Und Sie? Hatten Sie schon mal Probleme mit Kunden? Nein, ich bin wie Franziska. Ich habe nur regelmäßige Kunden. Auf der Straße stehe ich nur, um meinen Freundinnen Gesellschaft zu leisten. Waren Sie noch mit einem anderen der Opfer enger befreundet? Ja, mit Aneschka. Franziska und ich waren gut mit ihr befreundet. Niemand weiß, wo sie ist und was mit ihr geschehen ist. Sie war eines Tages einfach verschwunden. Mit den anderen Opfern war ich nicht näher bekannt. Hat Aneschka vor ihrem Verschwinden je über einen Kunden geklagt? Oder sprach sie von Plänen, von hier fortzugehen? Wir sprechen alle davon, von hier fortzugehen. Denn wer führt schon gern so ein Leben? Aber es war nicht ihre Art, sich zu beklagen. Aneschka war wie Apollina. Sie ging mit vielen Freiern. Sie hat die Stadt oft verlassen und kam immer gebrochenen Herzens zurück. Ich hoffe, sie hat endlich jemanden gefunden, der sie weit von hier fortgebracht hat. Wo kann ich diese Apollina finden? Sie arbeitet meistens im Park. Es gibt nur wenige Mädchen, die sie da reinlässt. Sie nennt es ihr Territorium. Franziska und mich ließ sie rein, weil sie wusste, dass wir selbst genügend Stammkundschaft hatten und keine neuen Freier suchten. Aneschka war ihre Freundin. Sie ließ sie auch rein. So haben wir uns im Park Gesellschaft geleistet. Vielleicht weiß Apollina etwas über Aneschka. Nun, vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben, auch wenn die Umstände leider wenig erfreulich sind. Es hat mich auch gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, uns zu helfen. Welche Bemühungen? Ich habe ja noch kaum begonnen. Wo kann ich Sie finden, wenn ich weitere Fragen habe? Ich bin meistens im Park. Nochmals vielen Dank. Ja, jetzt sollten wir in den Park und die andere suchen. Ida ist ein wahrer Engel. Noch nie habe ich jemand so Liebenswertes getroffen. Trotz einer schweren Kindheit und eines Stiefvaters, der sie sexuell belästigte, ist Ida die Gutmütigkeit in Person. Stets zuversichtlich und hilfsbereit. Aus diesem Grund hat sie mich auch angeheuert. Ihr Optimismus ist nicht klein zu kriegen. Und das liebe ich an ihr. Hallo. Wie geht es ihr? Naja, den Umständen entsprechend gut. Ich gehe nachher mal zu ihr. Sag mal, wo kann ich Emil Corona finden? Wer ist das? Der Gerichtsmediziner, der den Mordfall untersucht. Ich habe ihm ein paar Fragen zu stellen. Skalnik sagte, er arbeitet in einer alten Kapelle. Weißt du, wo die sich befindet? Ich zeichne es dir auf dem Plan ein.
Ich brauche keinen Plan. Sag mir einfach, wo es ist. Warum sind die Männer immer so stolz auf ihren Orientierungssinn? Nimm die Karte, sie wird dir nützen. Ich habe die alte Kapelle eingezeichnet. Sie ist nicht weit von hier. Danke, mein Schatz. Wie geht es dir? Fühlst du dich besser? Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall besser als neulich, als du wegen deines anderen Falls weg musstest. Warst du beim Arzt? Nein. Ida, geh bitte hin. Es könnte etwas Ernstes sein. Ich bin zwar kein Arzt, aber sich jeden Tag übergeben zu müssen, kann nicht normal sein. Gut, ich werde hingehen. Aber mir wird ja nicht jeden Tag schlecht. Du musst immer gleich übertreiben. Ja, stimmt auch wieder. Aber geh trotzdem hin. Ich muss jetzt zu diesem Herrn Corona. Ich möchte, dass du so wenig wie möglich auf die Straße gehst. Und vor allem nie allein. Das hast du mir schon 100-mal gesagt. Ich pass schon auf. Gut. Ich lass dich in Ruhe. Aber sei vorsichtig. Bin ich. Nun geh schon. Zu Corona müssen wir, dem Gerichtsmediziner. Aber bevor wir zu dem gehen, machen wir eine kleine Pause. Nachdem wir gespeichert haben.